I believe we all came to be here for a reason. To acknowledge the seniors, everything has a season. This season is warm, but it's bringing a storm and a burning urge for our journey to transform. Hoi zusammen, willkommen im allerersten Interview zum mit meiner neuen Reihe permakulturrevolution.ch. Und zum Anfangen von diesen Interviews habe ich gefunden, gehen wir dort, wo man auch in Permakultur anfangen und zurück wirklich ins Fundament, man sollte beim Wasser anfangen. Und darum fangen wir heute mit dem Jodok an. Und Jodok ist der Chef, oder? Jodok, du bist der Chef vom aquaplant.ch. Also Aquaplant, nicht der Chef, schüttelt der. Wir sind alle gleich viel wert. Flache Hierarchie, sehr schön. Ja, erzähl mal, aquaplant.ch, das ist richtig, oder? Oder Aquaplant einfach? Aquaplant. Aquaplant. Und ihr seid eine Firma, wo spezialisiert ihr euch? Was ist euer Auftrag? Ja, also das Ganze hat eigentlich mit Wasserbau angefangen. Mein Vater hat schon Wasserbau gemacht und die ersten Renaturierungen für den Kanton Aargau gemacht, nach Hochwasserschäden. Hat er das wieder renaturiert. Und ja, jetzt irgendwie, ja, 30 Jahre später habe ich dann quasi mich selbstständig gemacht und quasi mit eingestiegen. Also eigentlich schon vorher, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ja viel mit dem gearbeitet und ja, früh angefangen zu backern. Und der Vater hat mich aber immer beschützen vor dem Bau, weil er auch gemeint hat, machst du dich kaputt, oder? Und dann habe ich zuerst Landschaftsbauzeichner gelernt. Okay. Bürojob, und hat mir halt nicht so gepasst. Ich arbeite doch lieber draussen. Aber ja, jetzt kann ich Pläne zeichnen, oder? Und dann irgendwie, als ich von Permakultur erfahren habe, war es klar gewesen, dass ich in das Feld rein will. Und dann habe ich erfahren, da kann man den Designer machen. Und das war ja auch klar gewesen, ja, das ist mein Weg. Die Designer bist du ja schon fast, oder? Einfach Landschaftsgärtner, Designer in dem Sinn. Ja, also als Landschaftsbauzeichner bist du halt mehr an Ausführungsplänen dran, als wirklich in der Konzeption. Und so ein bisschen Kundengespräche und die ganzen Bedürfnisse abholen, oder? Das ist ja mega wichtig, um wirklich planen. Pläne zeichnen ist dann mehr etwas Technisches in dem Beruf, den ich gelernt habe, was aber heutzutage doch auch wieder wichtig ist für Baueingaben, Pläne und so. Aber ja, grundsätzlich bin ich schon immer ein Künstler gewesen, ja, und du gerne gestalten. Ja, sehr schön. Ja, aber das ist ja herrlich. Dann hast du eine Ausbildung, bevor du den also du hast den PTC gemacht, nehme ich an. Hast du den da in der Schweiz gemacht? Ich habe einen Rallye gemacht auf dem Chuder Boden. Dort habe ich auch ein Praktikum gemacht, etwa ein Jahr. Und ja, dann habe ich eigentlich gleichzeitig, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich dann auch noch den Designer angefangen. Zuerst bei Down to Earth und jetzt bin ich auch bei Plano Futuro dran. Auch noch nicht abgeschlossen. Aber da machen wir auch keinen Druck. Das hat noch Zeit. Okay. Also das Aschure, das du noch nicht abgeschlossen hast, das ist nochmal ein PTC? Einfach nochmal. Nein, Permakulturdesigner ist die Weiterführung vom PDC. Da kannst du wirklich ein Diplom machen und ja, musst einfach 10 Projekte liefern und dokumentieren. Und bei mir hapert es so ein bisschen mit dem Dokumentieren. Ja. Genug Projekte, aber es kommen auch immer wieder neue dazu, die noch cooler sind. Und von dem her, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit mit dem Dokumentieren. Irgendwann kommt der richtige Zeitpunkt, wo ich dann dort Energie dafür habe. Und dann stehen noch andere Sachen an. Ja, aber bleiben wir gerade mal bei diesem Projekt. Jetzt Aquaplant, also ich habe gesagt Wasserbau. Was sind die spezialisiert? Wieso, wenn ich jetzt ein Permakulturprojekt habe, also unsere Zuschauer überlegen sich, okay, wieso brauchen sie dich? Wieso brauchen sie euch? Was macht ihr für die Welt? Oder da in der Schweiz? Ja, wir kümmern uns um die Grundlage von allem Leben, oder? Das Wasser. Wasser muss man speichern, sammeln und möglichst geklärt wieder zurückgeben in den Boden, oder? Und zurückhalten, oder? Wir machen Teiche, Rückhaltebecken, Regenwasserzisternen, Trockenbäche, Swales, Keylines. Machen ihr auch Grauwasseranlagen? Ja, genau, ja. Pflanzenkläranlagen machen wir auch. Also bis jetzt noch nicht so oft vorgekommen. Es ist recht schwierig in der Schweiz. Mit der Bewilligung braucht es wirklich
eine sehr abgelegene Situation, wo es quasi unzurechenbar wäre, so eine Kanalisation anzuschliessen und dann kann man so etwas machen. Oder sonst mit irgendwelchen Spezialfällen, aber genau, man braucht auf jeden Fall einen Klärmeister dazu. Das ist jetzt eine Ausbildung, die ich nicht habe. Das heisst, ich darf das nicht planen, aber ich kann es sicher ausführen. Aber ja, grundsätzlich weiss ich, wie es funktioniert. Und warte noch ein bisschen auf die Chance, wirklich mal grosse Anlagen zu machen. Eventuell dann beim Chuder Boden, beim Haus von Beat Rölli mit dem Anlehngewächshaus und Pflanzenkläranlage dort. Hoffe ich, dass ich da wieder mitwirken darf, ja. Also, ja, hoffentlich vielleicht, ja. Ja, aber dem Fall, du sagst, ist in der Schweiz gar nicht so einfach, eine Grauwasseranlage installieren. Nein, Wie ist es allgemein mit eurer Arbeit hier in der Schweiz? Ist die Schweiz auf einer Basis, wo man kann sagen, hey, wir sind gut dabei, wenn es darum geht, Wasseranlagen und Wasserspeicher, oder ist es einfach jedes Mal eine verdammte, hure mühsame Sache, wenn man so etwas einrichten will? Ja, ich glaube, du hast die Frage gerade selber beantwortet. Was? Also es ist eine mühsame Sache? Ja, mit all diesen Bewilligungen und Normen. Ich meine, eben, je mehr als du in die Stadt gehst, desto komplizierter wird es. Und eben beim Wasser gibt es sogar irgendwie hoheitliche Rechte. Oder, ja, nein. Ja, irgendwie so etwas, weißt du. Also, zum Beispiel, das darfst du mit dem Wasser Strom produzieren, oder? Da haben nur ganz wenige das Recht dazu. Oder? Und eben auch das Wasser klären haben nur ganz wenige das Recht dazu. Das ist halt immer durch auch wieder Lobbyismus, so ein bisschen auf struktureller, politischer Ebene. Oder hat man halt irgendwann entschieden, ja, das Schmutzwasser wird alles gesammelt, oder? Und in möglichst grossen, effizienten Anlagen gereinigt. Aber das ist leider nicht der Fall. Es ist total ineffizient und ja, lokale Lösungen wären da viel nachhaltiger und sauberer auch. Also dann gehen wir jetzt einmal, unsere Revolution, die Permaculture Revolution hat gesiegt, die Wassergesetze und all das gibt es nicht mehr, oder wir gehen in die Utopie und die Gesetze gibt es sowieso nicht mehr. Wieso, was braucht eigentlich so ein Grundhaushalt, oder was wäre so eine ideale Situation mit Wasser, mit Teichen? Wäre jeder Garten ein Teich, oder wie würde ein idealer Schweiz aussehen für dich? Ja, auf jeden Fall Rückhaltebecken und Räume, also eben wie Zisternen zum Regenwasser sammeln. Und da ist halt ja, das Dach vom Haus sicher eine grosse Quelle, wenn man selber keine Quelle hat, oder? Wenn das Dach auch begrünt sein und es fällt trotzdem noch ein bisschen Wasser an und ja, dass man das einfach speichert und dann möglichst halt auch im Haus nützt für gewisse Sachen, oder? Jetzt vielleicht nicht gerade als Trinkwasser, aber zum Waschen kann man alles mit Regenwasser. Jetzt auch noch Filter und so und dann das Grauwasser dann natürlich recyceln, oder? Und einfach zurück in den Kreislauf geben, oder? Je nachdem, wie viel Platz du hast, oder? Kannst das Wasser auch gerade wieder brauchen im Haus, oder? Dass du einen ganz kleinen Kreislauf schaffst in deinem Haus mit Kläranlage. Da kann man mit Pflanzenkohle und ja, quasi Holzmembran oder Holzschnitzel kann man recht einfache Systeme machen. Ich meine, in Afrika oder anderen Ländern, wo nicht alles so technisch entwickelt ist, machen sie den Banana Circle, wo quasi ein Loch buddelt wird und dort möglichst viel organische Masse reingelassen wird, idealerweise auch Pflanzenkohle, und dann wird dort quasi Kompost aufbauen und dann kannst du halt auch das Grauwasser reinlassen und weil es halt so eine hohe Diversität an Mikroorganismen hat, wird das Wasser auch geklärt. Und es geht halt einfach gerade zurück ins Grundwasser und es ist sicher besser als nichts, oder? Und die Natur hat schon immer wie sie das Wasser kann klären, oder? Und das sind schon immer Pflanzen und Mikroorganismen gewesen. Und halt Bewegung. Ja, also, aber das klingt ja schon noch... Wasser ist untötbar, von dem her. Ja, ja. Das klingt jetzt also, ob das, also wenn du sagst, das Wasser, Regenwasser ins Haus wieder einspeichern, schaffen die in dem Fall auch mit Sanitären zusammen, oder da muss man wahrscheinlich schon eng auch mit einem Sanitär zusammen arbeiten? Ja, das ist jetzt natürlich eben, wir sind bei der Utopie gewesen, nicht ja. jetzt. Okay, gut. Ja,
Also wir arbeiten auch mit Sanitären zusammen. Ich mache jetzt keine sanitären Arbeiten. Aber zurück zu deiner Frage von der Utopie. Also eben, wenn man am Hang ist, bräuchte es auf jeden Fall das Wales. Oder je nachdem auch Keylines, um das Wasser dort abzufangen, wo viel kommt und es dort herleiten, wo man es braucht. Und Wales tut es quasi einfach auf der Höhenlinie zurückhalten, oder? Und der ist super für die Diversität. Wenn man wirklich ein Biotop schafft, sollte man dort nicht unbedingt zu viel Wasser daraus rausnehmen. Aber man kann natürlich auch einfach einen Speicherteich bauen und ja, nachher mit der Gravitation bewässern, oder, wenn das möglich ist. Oder halt in eine Tauchpumpe, wie auch immer, oder Wasser wieder. Also in das Bewässerungssystem für den Garten brauchen wir auf jeden Fall, jetzt wo das Klima immer mediterraner wird, oder? Ja. Aber jetzt so ein Bewässerungssystem, macht es jetzt für dich als Experte mehr Sinn, Swales graben, kleine Teiche, Wasserspeicher, so, als jetzt den Tropfschlauch oder jeden Abend mit dem Schlauch spritzen oder Berieselungsanlagen von oben her spritzen und so. Ist da ein grosser Unterschied in der Effektivität? Ähm, ja, ich glaube, das Wales allein macht es nicht aus. Ich glaube, das Wales kombiniert mit einem Waldgarten wäre sicher am resilientesten. Und gewisse Kulturen brauchen halt viel Wasser, oder? Wenn du irgendwie Tomaten hast, ist es wahrscheinlich gleich irgendwie ein Tunnel und musst trotzdem gießen. Grundsätzlich bin ich schon nicht mega der Fan von Tropfschläuchen, aber es kommt natürlich immer auf den Kontext drauf an, oder? Wenn du Solavi hast und Gemüse für wenn du 30 Abos produzierst, dann kommst du nicht nachher mit von Hand gießen. Und das Wales wirkt halt auch nur, wenn es regnet, oder? Ja. In der Trockenzeit, ja, kommst du nicht drum herum zu gießen. Darum ich bin ich nicht gegen Tropfschlauchbewässerung oder irgendetwas. Natürlich könnte man das in der Utopie noch schöner ausschmücken mit irgendwie Kupferröhren, wo verwirbeln und Sprinkler, die das Wasser verwirbeln und so. Und das Wasser zuerst mit Flowforms wieder ja, beschwingen. Also, wenn jetzt jemand von den Gardenia am Zuschauen wäre, jetzt zum Beispiel, oder? Wieso wäre es besser, wenn Sprinkler würden, also so ein Designer jetzt am Zuschauen ist, der einfach so einen grundsätzlichen Sprinkler herstellt, wieso wäre es besser, wenn es jetzt so würde fürs Also, jetzt gehen wir wieder vielleicht zurück ins Einfache, da wieder zum Regenwasser, ja, aber das weiß ja auch alles, das ist ja auch Bewusstsein. Ist es jetzt, und ich muss ja jetzt gleich wieder zurück in die Realität aus der Utopie, wenn ich jetzt so eine, einfach unter meinem Abfluss, also wo der Regen, ich habe den Regenrille, da läuft das Rohr ab und dann läuft es in einen Topf rein oder in einem grösseren Gefäß rein. Das ist noch nicht bewilligungspflichtig, oder? Oder ist das schon Bewilligungs? Nein, in welche Fässer kann man immer aufstellen. Ja. Und das ist aber auch schon, das ist schon mal ein guter, effektiver Punkt, oder? So einfach. Und dann kann man mit der Gießkanne aus dem rausfüllen und dann so gießen, Ja. oder? Oder man kann ein Drahtbeet machen, das generiert auch ein bisschen ein Mikroklima und je nach Untergrund bleibt auch das Wasser ein bisschen stehen. Das produziert auch gerade wieder ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit. Ja, ich meine, die Wales machen das eigentlich auch. Ja. Und wie ist das jetzt, wenn ich jetzt irgendwo einen schönen Teich habe, der ein bisschen überläuft und ich habe den dauernd fließen lassen und wenn ich so Swales so kleine Bächli durchs Gelände kann machen Mhm. dann läuft ja das Wasser, dann zieht das ja, sagst du etwas vom Grundwasser, das zieht und verteilt sich durch den Boden, oder? Ist das so richtig? Ja. Also wenn ich ja so etwas habe, wenn meine Swales zum Beispiel an
an Gemüsegärten vorbeilaufen, oder da im Wallis wäre es ein Swanen, oder? Ja, Und wenn ich so einen Swanen baue oder so einen Swale baue an den Gemüsegärten entlang und da dauernd Wasser laufen lasse, hast du das Gefühl, wäre das schon ein gutes Berieselungssystem für meine Gemüsebeete? Also auch wenn ich 30 hätte jetzt, wenn ich schön, so wie ein Bächli am Gemüsebeet würde entlang ziehen, wäre das schon mal eine spannende Idee. ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Wasser verbreitet sich im Boden durch Kapillarkraft und die Wurzeln holen sich das Wasser. Oder? Ja, und über das Pilzmyzel können auch noch Wasser und Nährstoffe transportiert werden. Also das ist ja ein riesiger Organismus, oder, die Erde, wenn sie lebt und vital ist. Und, ja, ich meine, so ein Bächli oder ein Swale hat jetzt halt schon mal eine rechte Dimension, je nachdem, oder? Aber eben je nachdem, wie steil es ist, sieht es wieder anders aus. Also, wäre natürlich ideal, wenn man jedes Gemüsebeet mit einem kleinen Swale oben dran könnte versetzen, aber man kann ja auch einfach Gemüsebeet an der Höhenlinie entlang anlegen, oder? Dass, wenn es regnet, das Wasser vor Ort einsickert und dort bleibt, oder? Und wenn es nicht regnet, kann man es immer noch bewässern und das Wasser versickert schön, nicht dass es wo runterläuft. Aber wenn man natürlich so viel Niederschlag hat, oder, sieht es auch wieder anders aus. Da. Was ist denn, wenn es viel Niederschlag hat? Also wenn man jetzt, ihr in Aargau habt eher viel Regen, oder? Zum Vergleich mit uns im Wallis. Aber muss man da etwas aufpassen, wenn man viel Regen hat? Also kann man dann auch Schaden anrichten mit Wasser? Ja, sicher, ja. Wenn du viel Regen hast, das natürlich auch zur Erosion führen und dann macht es Sinn, eher mit Keylines zu schaffen und das Wasser abzuführen. Okay. Und würdest denn du jetzt so ein Keyline abführen? Was heißt das für dich? Also möglichst aus dem Land raus oder abzuführen, einfach dort, wo es Druck aufbaut und dann ins nächste Swale hineinfließen und Ja, eigentlich eben dort, wo man zu viel hat, oder wo man es nicht abfahren und noch immer herleiten, wo es kann versickern oder wo es keinen Schaden anrichtet. ja, okay. Und wie jetzt die Laien die sind, was sind so Gefahrenpunkte, wo man muss sicher beachten, dass man keine also keinen Schaden an, was ist so ein Gefahrenpunkt, wo sich zu viel Wasser könnte? Ja, wenn man jetzt an einem recht steilen Hang einen Teich baut, und viele haben das Gefühl, ja, ja, Teich bauen, machst einfach mal ein Loch, oder? Und wenn ein bisschen Lehm vorkommt, ist gut. Und das verhebt aber nicht. Und trotzdem, wenn es wirklich mal stark wird regnen und sich der Teich füllt und der Damm aber auch, und wenn der nicht richtig verdichtet ist und nicht richtig durchwurzelt ist, dann kann der Damm ins Rutschen kommen, oder? Du machst halt einen rechten Landschaden, wenn du so einen Teich nicht richtig aufbaust am Hang. Okay, also das heißt, muss man dann so einen Teich in dem Fall Überfluss haben, wo es auch automatisch dann abfließen, wenn es zu viel hat, hilft das schon oder gescheiter gar keinen Teich bauen in dem Moment, so wie so eine Situation? Okay. Und was macht so einen mit Folie? Ich habe jetzt schon diverse Sachen gehört über Folienteich oder nicht Folienteich.
Und die einen sagen, der Folienteich sei eigentlich nur so wie eine schöne Handtasche, also zum Ziehen. Man hat einfach etwas Schönes im Garten, aber wirklich für die Umwelt und für den Garten bringt es nicht viel. Andere sagen, mal, Hauptsache Wasser ist gespeichert. Wie Ja, siehst du? Schon ist es einfach Also, es ist auf jeden Fall auch ein mega schöner Lebensraum, oder? Ja. Und ich meine, ich habe jetzt schon viele Teiche saniert, wo ich verstehe, dass man das vielleicht so sieht, weil eben bei so alten Teichen schaut die Folie am Rand aus und sie haben gerade mal ein paar Steine draufgelegt und irgendwie so Pflanzen in so Plastikkörbchen reingesetzt. Aber selbst das, oder, nach 10 Jahren ist das so zugewurzelt und die Wurzeln schaffen so viele Lebensräume, das wimmelt immer von Molchen, wenn wir so Teiche sanieren und Pflanzen rausnehmen und die ganzen Tiere, die wir finden, oder? Und ja, wir machen es dann halt noch ein bisschen stabiler und naturnäher mit wirklich viel Käse auf die Folie drauf, grosse Natursteine, die das Käse stützen und auch Lebensraum generieren, Höhlen für die ganzen Molche und Frösche und so. Und ja, halt eine diverse Bepflanzung und dann ist es extrem wertvoll, auch schon nur für die Vögel, die wieder Zugang zu offenem Wasser haben, oder? Und ja, Insekten, das ist wirklich mega wertvoll, auch mit Folie. Es gibt nicht so viel an die Umgebung ab, wobei die Verdunstung ist doch da und das darf man nicht unterschätzen. Also an einem Sommertag verliert ein Teich bis zu 3 Zentimeter an Wasser, nur durch die Verdunstung. Das sind, ja, je nach Größe schnell mal über 1000 Liter, oder? Und das ist ja, gut, das ist etwas Gutes, wenn es verdunstet. ja, sicher, es generiert das Mikroklima, oder? Von dem profitieren Pflanzen rundum. Ja. Das sind, du sagst, Pflanzen rundum, das sind nicht nur die Teichpflanzen, die profitieren, sondern auch Bäume und der Rest vom Garten, wo... Ja. Und wir machen meistens Teiche ohne Kapillarsperre. Das heisst, über die Folie kann es immer noch ein bisschen Wasser rausziehen, durchs Käse durch. Oder? Und irgendwann geht es dann so an die Humus über oder den umgebenden Boden. Und ja, je mehr das verwachsen ist, desto mehr Wasser kann es auch aus dem Teich rausziehen. Darum machen die meisten Kapillarsperre und je nach Situation machen wir das auch, weil du willst halt nicht jeden Tag müssen deinen Schwimmteich auffüllen, oder? Aber genau, wenn es wirklich nur ein Biotop ist oder eben auch einfach zur Wasserspeicherung und fürs Mikroklima gedacht ist, dann kann man über den Rand immer noch ein bisschen etwas an die Umgebung abgeben. Das heisst, profitieren nicht nur die Wasserpflanzen davon. Also da kann man so verstehen, wenn es viel regnet und zu viel Wasser drin kommt, der Wasserspiegel steigt, dann überläuft es und geht es in den Garten hinein, sozusagen. Mit der Kapillarspur. Ja, das wird dann eben irgendwie über einen Überlauf passieren, idealerweise Trockenbächli oder in ein Swale geht oder so. Aber nein, von was ich eigentlich rede, ist Kapillarkraft, oder? Der Feinanteil im Boden, also so die Krümelstruktur, die kleinen Hohlräume zwischen dem lebenden Boden, oder? Das hat wie eine Sogwirkung. Wahrscheinlich ist die Implosionsenergie, wo der Schauberger auch im Wasser beobachtet, oder? Und auch wenn noch gewisse Feuchtigkeit rum ist, oder? Das reagiert wie magnetisch, oder? Es zieht sich gegenseitig an. Natürlich auch, wenn es trocken ist, oder? Der trockene Boden saugt sich voll mit Wasser. Und je trockener es wird, desto mehr zieht es nachher zum Teich aus, oder? Weil einfach über ja, die Hohlräume und die durstigen Pflanzen, oder? Das ist wie die Suche nach Wasser, das generiert einen energetischen Sog, könnte man sagen, so auf der feinstofflichen oder molekularen Schwingungsebene. Sehr spannend, mega. Das ist wahrscheinlich ein Thema, wo wir jetzt gerade nochmal reingehen und vertiefen, vermutlich. Aber jetzt wird ich aber, also, es ist klar, ob jetzt mit Folie oder ein Lehmteich, schon mal beides ist sehr hilfreich für den Garten und für das Mikroklima rund ums Haus und man kann ja die Teiche ja mit dem Regenwasser füllen und alles miteinander verbinden, oder? Das ist richtig. Ja, genau. Ja.
Wie gehen die jetzt vor? Also ich habe jetzt meinen Garten, ich habe jetzt das Interview geschaut, ich rufe die nachher an, weil am Schluss zeigen wir eine neue Homepage und dann gehe ich gerade auf der Homepage schauen, melde mich bei dir und gebe das in Auftrag. Wie geht es dann weiter? Was passiert? Du nimmst das Telefon ab und dann geht es weiter. Was muss man machen? Was muss man... Ich komme jetzt erst mal vorbei und schaue mir die Situation an, um zu schauen, inwiefern was Sinn macht, oder? Ja, natürlich probiere ich immer auf die Wünsche von der Kunden einzugehen und das umzusetzen. Ja, meistens ist es natürlich auch möglich, oder? Dann mache ich ja, ein Design, wenn das gewünscht ist. Sprich, irgendwie eine Gestaltung mit ein paar Details und einfach, dass sich das Kunde ein bisschen besser vorstellen kann. Je nachdem haben sie selber auch ganz genaue Vorstellungen. Natürlich bringe ich immer noch ja, meine Gestaltung mit rein, meinen Stil oder unseren Stil. Aber ja, wenn das Ganze dann auch bewilligt ist, falls es eine Bewilligung braucht, kann man natürlich auch darauf verzichten, wenn man keine Nachbarn hat. Ja, dann mache ich noch Offerten, oder? Und dann schauen wir, ob wir das zusammen machen können und wie wir es möglich machen können. Es war jetzt immer irgendwie möglich gewesen, das umzusetzen. Ja, ja, Bauabplan machen wir auch. Genau, Bauabplan machen wir auch, wenn es braucht. Und ja, das Formular ausfüllen ist nicht so eine Sache. Da kann man sich auch bei der Gemeinde beraten lassen, falls es irgendwelche Unklarheiten gibt. Aber da bin ich jetzt nicht gerade der Experte, aber auch schon ein paar drin begleitet und so Formular gesehen. Und gäbe es sicher auch Referenzen, wo man könnte darauf zurückgreifen, falls es irgendwelche Unklarheiten gibt. Gewisse Tipps und Tricks kennen wir natürlich schon. Eben, zum Beispiel in der Landwirtschaft werden Speicherbecken eher bewilligt als jetzt in einem Schwimmteich, oder? Aber natürlich kann man auch ein Speicherbecken so ausgestalten, dass es ein paar Trittsteine gibt, wo man reinkommt und mal einen Schwung kann nehmen. Oder vielleicht gleich einen Steg, der zu einem Pumpenschacht führt oder so, und man kann reinkumpen. Und ja, es kommt alles ein bisschen auf die Definition drauf an, oder? Je nach Definition ist es ein bisschen lockerer oder nicht. Es ist halt zum Teil von mir aus gesehen, ja, ich will jetzt nicht über das System runterlassen, aber zum Teil ist es halt doch recht die Willkür, oder eben man mag es einander nicht gönnen, oder? Und eben, man schaut das Projekt nicht individuell an, oder man stempelt alles einfach unter der gleichen Zone ab und so, nein, das ist Landwirtschaftszone, da gibt es keinen Schwimmteich. Da kann man kein Biotop, aber es ist nicht landschaftlich relevant. Oder ist jetzt da, es passt nicht zu der örtlichen Biologie oder was auch immer. Weißt? Und dabei ist ja alles immer im Wandel. Und, genau, und irgendwie die gute Intention dahinter wird zum Teil irgendwie nicht beachtet. Weil eben, es wird einfach sehr pragmatisch angeschaut und ja, finde ich auch ein bisschen schade. Aber es ist vieles möglich, man muss sich einfach ein bisschen schlau machen, eben in welcher Zone ist man, was ist alles möglich, gibt es Referenzen, wo man darauf zurückgreifen kann, wo man kann sagen, hey, die haben eine Baubewilligung bekommen und eben je nachdem ist halt nur ein Retentionsbecken erlaubt, haben wir aber auch schon gemacht, wo wir dann quasi einfach den dosierten Überlauf zugemacht haben und den Notüberlauf weiter umgesetzt haben, dass das Retentionsbecken sich ganz füllen kann. Wir haben es natürlich auch mal probiert, möglichst zu verdichten. Und ja, es ist halt auch nur das Regenwasser angehängt, oder? Sprich, auch dort verdunstet viel. Es ist ein Lehmteich, es gibt Wasser an die Umgebung ab. Der untere Bereich ist sicher noch dicht, der obere
Bereich ist jetzt diesen Sommer auch schon recht ausgetrocknet. Wir haben zwar auch noch ein bisschen Käse drauf da, aber es ist jetzt auch in ein kleines Becken und wir haben einfach das Maximum rausgeholt, oder? Und das ist jetzt so ein bisschen ein Experiment, wo die Kunden auch dazu bereit waren, oder? Natürlich auch eine gewisse Bereitschaft. Die meisten wollen natürlich immer ihre Sicherheit und Garantie, dass der Teich dann immer voll ist, oder? Aber, ja, je nachdem, also ich meine, so eine wechselfeuchte Zone ist auch schon sehr wertvoll, oder? Okay, also dann, ich könnte mir, also in dem Fall, ihr wisst ja dann, wisst ihr schon, also mit der Erfahrung, wisst ihr wahrscheinlich auch schon eher, wo man was definieren und wo man was benennen, oder? Ich habe noch gehört, du hast gesagt, bei der Gemeinde anmelden, in dem Fall so Teiche und Wassersachen ist Gemeindesache und nicht kantonal, ist das, oder ist das dann auch je nach Kanton? Je nach Zone, also bei Privaten auf Bauland ist es eigentlich immer Gemeindesache. Die Landwirtschaftszone hat auch noch der Kanton mitzureden. Okay, gut. Ja, ich habe gerade kennst du den Zack Weiss? So ein Wasserpionier, wo mal beim Sepp Holzer etwas, Ja. so ich glaube ein Amerikaner, der hat gesagt, um Vergebung bitte im Nachhinein sei einfacher als im Voraus eine Bewilligung reinzuholen. Ist das und vor allem sei es so nötig, dass man endlich Wasser wieder zurück im Wasser bringen, dass man soll eigentlich ein bisschen Zivilcourage nutzen und so drauf losgehen. Finde ich gut. Ich bin eher der Revolutionär. Von dem her einfach machen, finde ich gut. Das haben wir auch schon gemacht. Und man kann zum Beispiel auch, wenn man irgendwo eine Quelle hat, da gäbe es sicher ein paar Teiche, wo man auch könnte schauen, ob man einen Bergmolch findet. Und eben je nach Situation, wo man ist, oder, findet sich dann schnell eine geschützte Art, die in so einen Teich einzieht. Und nachher ist es ein geschützter Lebensraum und darf nicht mehr zurückgeholt werden. Und du bist eigentlich safe, oder? Dann können sie nichts mehr sagen. Und sie könnten vielleicht noch einen Buß geben, wenn du nicht angefragt hast oder so. Und ja, jetzt vom Zack Weiss haben wir nichts gehört, aber Sepp Holzer hat das selber auch einfach gemacht und ist dann im Nachhinein gebüßt worden. Aber es war, glaube ich, nicht so viel gewesen und das ganze Bewilligungsverfahren ist halt auch immer sehr teuer. Da habe ich jetzt zwar nicht so Erfahrungen, weil ich die Zahlen der Kunden nicht kennen, oder, je nach Projekt, oder was das alles gekostet hat, aber so grundsätzlich, ja, kannst du darauf gehen, dass egal was du willst, bewilligen lassen, in deinem privaten Garten, irgendwie, es kostet einfach schnell 1000 Stutz, das Formular auszufüllen und dass das irgendjemand anschaut, oder? Ja. Also wenn ich jetzt sage, weißt du was, das Ganze, ich mache jetzt mal, weil ich habe einen ziemlich grossen Garten, und ich habe viel Platz, bei mir schauen die Nachbarn nicht rein, machen die mit? Also so grundsätzlich würde die mitmachen bei so etwas, wenn ich jetzt, ja, weil ich bin ja dann der Grundbesitzer, oder? Also der Bus geht ja dann an mir, oder? Aber ich brauche euch als technische Unterstützung und wissenschaft, dann machen die mit, oder? Ja, sicher. Wir haben natürlich auch einen Arbeitsvertrag, den man unterschreiben kann. Wir uns natürlich auch rechtlich absichern in solchen Situationen. Aber ihr macht mit, das ist schon mal sehr gut, ja. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich noch fragen, also ist natürlich, kann man ja wahrscheinlich, wenn man fragt, was so ein Teich oder was so eine Wasseranlage im Garten kostet, kann man ja wahrscheinlich genauso gut fragen, wie lang ist ein Stück Schnur, oder? Da ist wahrscheinlich je nach klein oder gross, oder? Und Beratungsstunde mit Plan oder ohne Plan. Jetzt aber, haben die noch Kapazitäten? Oder sind die sowieso die nächsten 3 Jahre ausgebucht mit Plänen und mit Teichengraben? Wie sieht das aus? Wenn ich jetzt gerade inspiriert bin, und wann ist ein guter Jahreszeitpunkt? Genau, wann soll ich das anfangen zu planen und kann ich euch schreiben? Ja, jetzt. Jetzt ist die beste Zeit, um auf mich zuzukommen. Kann man das Jahr noch anschauen und ja, wenn es passiert, kann man es so nächstes Jahr noch ausführen. Aber das nächste Jahr sieht nicht schlecht aus. Das haben zwar bei diesem Jahr auch gedacht.
Es ist auch ein bisschen ein Auf und Ab mit den Bewilligungen. Wenn dann plötzlich irgendwie ein Riesenprojekt nicht bewilligt wird, dann ist nachher eine riesen Lücke. Und es ist noch nicht so, dass man Projekte aussuchen kann. Grundsätzlich bin ich froh um jedes Projekt. Bin auch froh um jede Herausforderung, auch wenn es mich halt überfordert. Aber es ist cool, wir sind alle noch am Dazulernen. Und ich werde immer als Experte verkauft, aber ich habe noch nicht alles gemacht. Und es sind immer wieder neue Situationen. Oder? Ich mache immer wieder Fehler und ja, ich werde auch weiterhin Fehler machen, weil sonst würde ich ja nicht mehr lernen. Oder? Genau, ja. Aber jetzt, wenn ich sage, die sind immer am Lehren und immer wieder am Fehler machen, tun die das, eben, du hast zwar am Anfang gesagt, das mit dem Dokumentieren, aber wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, hey, weißt du was, ich bin da eigentlich Lust, ich wäre jetzt Lobbyist, ich will jetzt Permakultur-Lobbyist werden, weil das fällt mir ja auch aus dem Ganzen, also ich persönlich will den Revolution, ich möchte da, dass wir alle zusammen mitmachen und da kommt einer und sagt, hey, weißt du was, ich möchte jetzt das einfach einfacher machen, zum Wassersysteme, Grausysteme, ich will das rechtlich durchboxen, dass es ein bisschen, habt ihr auch den Erfahrungswert und könnt ihr mir da Inputs geben, weil ich habe keine Ahnung, aber ich habe Lust, um das durchzusetzen. Da könnt ihr auch mithelfen. Oder gibt es da andere Leute auch in der Schweiz, wo man auch noch, oder sind die da schon Kataloge sammeln und Begründungen sammeln, oder? Das ist eine gute Frage. Nein, so weit sind wir nicht. Aber ich wüsste Referenzen, ja. Der Beat Rölli steht sicher recht weit und der Markus Pan wird irgendwie auch noch eine Grauwasserlösung ansteuern. Oder hat schon angefangen im kleinen Stil. Also so Sachen dauern zum Teil auch mehrere Jahre, oder, bis da mal etwas entschieden worden ist von diesen Behörden. Ja, nein, so rechtlich gesehen bin ich zu wenig in der Thematik. Aber so jetzt vom Gefühl her, wieso ist es so schwierig? Haben sie einfach keine Ahnung? Oder was, du hast gesagt, wegen Lobby, was spricht dagegen? Was sind so, wer sind die Gegner von Wasser? Also. Angst. In der Schweiz sehe ich so viel Angst. Es wird alles so krass versichert und kontrolliert und das weist eigentlich auf eine Angst hinter dran her, oder? Weil das Argument, das man immer wieder hört in der Schweiz, ist, ja, was wäre, wenn das jeder machen würde, oder? Wenn plötzlich jeder da auf seinem Land noch einen Teich bauen, weißt du? Nicht verständlich, aber es ist eine Angst, oder? Aber wie nehmen wir die Angst weg? Was wäre, wenn jeder einen Teich hätte? Wäre das schon gut, oder? Das wäre eigentlich gut. Ja, hey. Ja. Also nicht nur fürs Geschäft, für dich. Also, das muss nicht jeder in seinem Garten einen Teich haben, oder? Das natürlich nicht, aber es ist immer ein wertvoller Lebensraum und ja, jede Gemeinschaft oder jede Gemeinde sollte sich ein bisschen Gedanken machen über Wassermanagement, Wasserhaushalt, Wasserklärung, oder? Und das probieren lokaler zu lösen und eben nicht so Weiler und ein paar Höfe zusammenschliessen. In Frankreich sieht man das viel. Die haben natürlich auch viel mehr Land, oder? Das ist wieder das Argument, oder? Irgendjemand muss immer wieder Land hergeben, um eine Kläranlage bauen lassen, oder? Und das ist auch bei uns sehr eng, oder? Darum ist auch alles so krass reguliert, oder? Was so irgendwo durch auch seine Berechtigung hat, aber ja, aber es ist schade, wenn es so kategorisch durchgezogen wird, ohne dass man die individuelle Situation beurteilt. Also da willst du wirklich behaupten, die Bewilligungsverfahren vielfach ist einfach Wasser, nein, ohne schauen, was es geht und so, sondern einfach noch mehr Wasser, nein. Oder ist man... Nein, es ist natürlich eben, es ist alles möglich und die Frage, wie man das könnte vereinfachen, ist mega schwierig zu beantworten. Ich glaube, das System ist einfach zu komplex, wir haben einfach zu viel Bürokratie da und ich glaube, es kommt schon. Weißt, es braucht jetzt einfach noch mehr Referenzprojekte und eben auch ein starkes Netzwerk innerhalb der Permakulturszene. Dass die Leute, die das geschafft haben, durchzubringen, dass die das Wissen weitergeben, verfügbar machen, dass die Leute wissen, wo sie anklopfen müssen,
Stiftungen oder ja, oft sind es halt Stiftungen oder auch Naturschutzvereine, wo man kann ins Boot holen kann, wo halt auch ihren Namen haben, wo man weiss, die machen eine gute Sache, die machen das professionell und da wird die und die Art gefördert dabei. Und es ist landschaftlich wertvoll jetzt für die Region, wenn wir es so und so machen. Das sind einfach Argumente, die du brauchst. Oder bei diesen Behörden muss alles gut argumentiert sein. Und eben so ein Sammelkatalog von Argumenten wäre sicher wertvoll. Ja. Okay. Ja, und also wenn ich jetzt hier sitze, dass ich am Schauen bin, nach wie vor, und ich habe schon so eine Grauwasseranlage, da kommt mir übrigens jemand vorhin, Dorin, du bist gefragt, du hast nämlich eins da im Wallis. Wo schickt jetzt Dorin ihre Unterlagen her? Gibt's da schon, hast du das Gefühl, gibt es da schon etwas, was am Laufen ist? Oder fängst du etwas damit an? Oder gibt's du hast von Stiftungen geredet und Umweltorganisationen. Gibt es da schon Leute, die schon aktiv sind in diesem Bereich? Oder reden wir zum ersten Mal darüber jetzt? Ja, ich habe das Gefühl, das wäre so etwas, wo fast so ein bisschen die Vereinsarbeit hineinfließt. Also Permakulturverein Schweiz. Genau, wobei das gerade ein bisschen sehr inneres instabiles Gebilde ist, so wie ich gehört habe. Und ich will auf jeden Fall an die GV gehen dann im November, wenn wir das selber mal reinziehen. Also kaum können glauben, dass das irgendwie... Anyway. Ja, ich glaube, das Thema lassen wir jetzt aus. Ich glaube, Genau. ich kann auch das GV, wir filmen und dokumentieren das Ganze. Weil das, weil, wenn wir schon so ein Gebilde, so schnell als Ableitung, wenn wir schon so ein Gebilde haben, sollte man da schon ein bisschen mehr auf ein Zusammenhalt schaffen. Vor allem Permakultur, oder? Und nicht... Genau, ja. Ich finde, es darf einfach nicht zu dogmatisch werden, oder? Und irgendwie zu ideologisch, oder? Ich bin jetzt auch gerade an einem Projekt dran, wo man mega stark die Ideologie verfolgt und überhaupt nichts abführen will, aber der Garten steht unter Denkmalschutz und die Terrassierungen dürfen wie nicht verändert werden und ich stehe jetzt vor diesen riesen Aushubhäufen und frage mich, wer damit. Aber ja, nein, ich finde auch, der Verein wäre eine gute Sache. Ich hoffe schwer, dass es da irgendwie ein bisschen einen positiven Wandel gibt und sich die richtigen Leute finden, die ja, so mal Basics von einem Verein können irgendwie aufrechterhalten und irgendwie die Leute vernetzen und eben so ein bisschen Wissen sammeln. Ich meine, man könnte die Internetseite so programmieren, dass man Dokumente ablegen kann unter gewissen Themenbereichen. Für alle die Erfahrungen gemacht haben und finden so, hey, das Wissen muss zugänglich sein, finde ich, wäre die Seite vom Verein ein guter Ort. Ja, okay. Bis jetzt habe ich das Gefühl, es ist immer so Plano Futuro und Down to Earth und halt so die ganzen Akademien, wo Leute ausbilden, die sammeln Wissen und verteilen Wissen. Aber ja, es ist dann wie auch immer noch so bei den einzelnen Tutoren abzahlen. Mhm. Nicht so Open Source mäßig. Kennst du? Nein, ich glaube, das gibt es noch nicht und wenn, dann wüsste ich nicht davon. Ich bin auch nicht mega in dem digitalen Dings drin, aber kommen wir noch schnell zurück. Jetzt will ich, ich habe dich jetzt vorbei, wir haben ein Bewilligungsverfahren. Dann kommen die vorbei mit den Schaufeln und Backer und alles, oder muss ich da auch noch etwas organisieren, oder habt ihr da euer ganzes Werkzeug selber, oder muss man noch zusätzliche Backen mieten, oder was auch immer? Was? Wir haben alles selber und Maschinen tun wir immer mieten, ja. Und was auch oft der Fall ist, ist, dass wir zum Teil noch bekocht werden. Wir werden natürlich nicht zum 9 und zum Mittag irgendwie ein Sandwich in Plastik verpackt müssen holen. Darum haben wir auch Baustellenküche, wo wir uns einrichten. Also wir können natürlich auch selber kochen vor Ort, das machen wir auch meistens. Und je nachdem campen wir auch vor Ort, weil wir halt in der ganzen Schweiz unterwegs sind und wenn alles was über eine Stunde ist, ein Weg, oder finde ich ein bisschen zu viel. Natürlich bin ich auch froh, wenn ich meine Frau am Abend noch sehe und jetzt jede Woche auf der Baustelle bin, aber ja,
es gibt es doch auch oft, dass ich dann irgendwie, also ich auch schon in einem Tipi schlafen oder in einem Bauwagen und das finde ich cool, oder? Das geniesse ich. Du kannst um 5 Uhr oder machst Feierabend, nimmst den Campingstuhl führen und du hast aber noch Zeit, um deine Arbeit irgendwie noch zu geniessen, oder? Also irgendwie so eine Trockenmauer ist dann auch noch etwas Schönes zum Anschauen, oder? Weißt du, fertig oder noch ein bisschen am Teich hocken und ja, nicht noch eine Stunde müssen Auto fahren. Dort kann man uns ein bisschen entgegenkommen, ja. Also dann in dem Fall kann man so wirklich damit gehen, wenn man mit euch schafft und den Platz zur Verfügung hat und alles, dann kann man das Projekt am Stück fertig machen, weil ihr kommt eine Woche vorbei und hat man es gut miteinander, isst miteinander, Ja, ja. baut miteinander und gut. Oh, sehr schön, das klingt ja sehr spannend. Und wenn ich jetzt aber noch von euch lernen will und jetzt mir nicht kann leisten die ganze Baustelle von euch machen lassen und Bagger und alles, aber ich habe Lust, um das selber zu machen, bietet ihr auch Kurse an, wo ich kann bei euch lernen und wie das geht, so ein bisschen die Theorie und so, bietet ihr das auch Ja, genau, ja. Workshops. Workshops haben wir schon viel gemacht. Eben gerade Trockenmauern oder Teichbau, Lehmbau. Jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr das Angebot noch ein bisschen erweitern. Ich würde gerne im Frühling noch einen Pilzworkshop machen. Bei uns im Keller haben wir noch ein bisschen Speisenpilz anbauen. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, noch so ein bisschen Einsteigerkurs anzubieten. So ein bisschen, noch ein bisschen mehr Leute aus der Region irgendwie abzuholen. Und einfach so ein bisschen Permakultur-Basics vermitteln. Und jetzt, also das heisst jetzt, ich zum Beispiel da im Wallis, könnt euch auch bei mir einladen, eine Woche oder aufs Wochenende und sagen, wir machen eine Grundbasis Wasserarbeitskurs und wir laden die ganze Permakultur Oberwallis ein, kommen alle vorbei und wir machen ein schönes Wochenende aus und dann machen wir so einen Workshop daraus. Wäre auch möglich, oder? Ja, je nach Umfang des Projekts, ja. Je nachdem braucht es auch doch auch noch Maschinen und ja, 1, 2 Tage Vorarbeit. Das irgendwie, ja, aber je nachdem kann man schon alles über den Workshop finanzieren, wenn sich da auch genug Leute anmelden, oder? Aber halb gratis arbeiten, das machen wir nicht mehr. Weil für das hat man ja das Wissen angesammelt, oder? Und das hat auch gekostet und Zeit und überhaupt. Ja. Nein, das ist klar. Das sind einfach so mögliche Ideen für die Leute, die im Zuhören sind, die wir können so gestalten. Ja, du, ja, also Wasserbauten, Trockensteinmauern haben wir kurz gehört von dir, eventuell Pilze, aber was sind, so sind Steinmauern und Wasserbauten, wo man bei euch so richtig, das sind eure Fachgebiete. Ja, wir sind schon eher, ähm, ja, die fürs Grobe, sage ich mal. Eben Terrassierungen, Erdarbeiten, alles rund ums Wasser. Natürlich tun wir auch gerne bepflanzen. Kommt leider selten vor, weil unsere Kunden natürlich das auch selber können. So wie auch die Pflege. Wir haben wenige Kunden, wo wir auch den Garten unterhalten. Was dann eigentlich nicht mehr Permakultur ist, oder? Das sind die Kunden, die einfach ein Permakulturelement haben. Es ist ein seltenes System, weil sie selber irgendwie zu wenig Ressourcen haben. So, es ist mehr ein fruchtender Garten, so, wo wir noch unsere Zeit reinstecken im Unterhalt. Oder? Was ich grundsätzlich okay finde, wir sind froh, dass auch ein bisschen Abwechslung. Genau. Aber meistens ist bei uns im Winter nicht allzu viel los. Ja. Okay, aber da kann man gut sagen, hey, ich nehme euch und ich kann euch auch mit euch einen Vertrag abschließen, die nächsten 10 Jahre, dann ihr auch schauen für meinen Garten und so. Also, weil es gibt ja Leute, die haben ein grosses Geschäft, sind sehr busy, grosser Garten, aber sie wollen doch auch etwas beitragen zu einer besseren Welt, oder? Aber dann, oder? Also da sind die jetzt halt dafür. Wo findet man euch? Wie findet man euch? Was, wo, wie, was? Ich tue alles, was du jetzt erzählst, tue ich in den Kommentaren noch einblenden. Ich tue es jetzt unten da auch noch einblenden, dass man es ganz schnell findet. Aber wo muss man schauen, um euch zu finden? Ja, aquaplant.ch und auf Instagram sind wir auch. Facebook gibt es auch, aber dort bin ich nicht mehr wirklich aktiv. Ich glaube, das lösche ich jetzt mal. Das, ja, das ist irgendwie auch ein bisschen eine ältere Generation. Ist zwar, ja, egal, ist ja, da kommt keine Arbeit rein. Also, das mache ich so ein bisschen, das gehört irgendwie fast dazu, so ein bisschen
Followers, dass sie sehen, so, hey, da geht wieder etwas. Ja, ein bisschen vernetzen ist auch möglich über Instagram, aber genau. Also Ein über die Homepage, bisschen Mund zu Mund, das, Mund zu Mund und über die Homepage. Und die haben jetzt sein Gesicht gesehen und der nächste GV wieder können suchen, können belagern. Und ja, hey, ja, gibt es noch irgendetwas, wo du unbedingt noch musst loswerden zum Thema Wasserarbeit, wo einfach jetzt noch, musst noch gesagt haben, wo wir noch nicht angeschaut haben miteinander? ja, nein, da könnten wir zu weit ausschweifen. Aber was ich noch könnte sagen ist, eben unser Team ist am Wachsen. Also neben mir gibt es ja noch den Yannick, er ist auch selbstständiger Permakulturdesigner. Der Joachim ist quasi mein Angestellter, aber extrem viel Erfahrung und ich bin mega dankbar für seinen Beitrag. Und dann der Benny Egli von Jäger und Egli, die machen Naturgärten und Permakultur. Der Benny, ja, wir werden uns mit ihm auch noch zusammenschliessen und ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt, aber die Idee wäre auf Anfang nächstes Jahr eine GmbH zu machen, wo dann sehr wahrscheinlich Aquaplant nur noch ein Teil davon ist. Ja, wir sind noch ein bisschen am Namen suchen für das neue Gebilde. Aquaplant wird weiterhin existieren als Webseite. Es wird einfach über die neue Webseite noch verlinkt sein. Aber wir werden in Zukunft sicher auch noch mehr Bildung und Beratung anbieten und natürlich auch Naturgarten. Naturgärten noch dazu. Sehr gut. Ja, und wenn man jetzt für euch arbeiten will, man ist jetzt gerade aus der Gartenbaulehre abgeschlossen oder was auch immer, sucht eine neue Berufung, kann man sich bei euch bewerben? Lohnt es sich, eine Blindbewerbung vorbeischicken? Es haben sich viele Leute auf meine Stelle beworben, das hat mich recht gefreut. Es war auch irgendwie viel zu lange auf der Webseite vom Verein. Ja, nein, leider nicht. vielleicht nächstes Jahr sieht es vielleicht anders aus. Übernächstes Jahr bestimmt. Ich habe schon das Gefühl, dass alles wächst und wir sind so am aufsteigenden Ast. Aber es wird immer wie mehr. Genau, aber es ist auch noch im Aufbau. Und ja, wir sind immer froh um kompetente Helfer. Also du bist auch ein guter Grund zum Ausbilden. Das finde ich auch super, dass ihr dann auch Weiterbildungen anbietet und Ausbildungen und so Sachen. Ah ja, genau. Aber kann jetzt auch eine Gartenbaufirma, also tun ihr auch der Konkurrenz in dem Sinn, also wenn jetzt eine Gartenbaufirma kommt und sagt, hey, wir wollen da ein bisschen mehr lernen von der Permakultur, das ist ja neu, das ist immer mehr am Aufkommen, wir wollen mehr über Wasserbau lernen, würdet ihr auch eine ganze Firma ausbilden und Weiterbildungen anbieten? Grundsätzlich sind wir offen für Kooperationen und Synergien. Und ja, aber ich glaube, das geht schon mehr in eine andere Richtung. Also es gibt bereits Permakulturmodule an den Berufsschulen für Landschaftsgärtner oder Naturgärtner auf jeden Fall. Das kommt. Ja. Grundsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass also die Standardgärtner nicht mega auf Konkurrenz zugehen. Aber ich habe schon mal an einer Naturgartentagung einen Vortrag gehalten über Permakultur und dort anderen Gärtnern ein paar Inputs geben. Aber ich habe jetzt da nicht irgendwie ein mega Dossier, dass ich irgendwie einen Lernenden über 4 Jahre könnte mit Inputs versorgen über Permakultur. Grundsätzlich darf der Lernende gerne zu uns schicken für ein Praktikum. Ja, also ich kann mir sehr viel vorstellen. Ich kann mir eigentlich alles vorstellen. Ja. Ja spannend. Rodok kann sich vieles vorstellen, ist offen für vieles, er will Wachstum, er will Wasser, er will Synergie, das ist ja super. Hey Jodok, ich danke dir für deine Zeit. Ich denke, mit dir kommen wir jetzt ein bisschen zu Ende, weil ja,
die Aufmerksamkeitsspanne ist jetzt auch schon, man kann sich ja direkt bei dir melden, haben wir gesagt, über Instagram oder über die Homepage. Facebook, wenn ihr Facebook noch mehr hören wollt, dann bombardieren, Auftrag schicken auf Facebook, dann löscht das nicht. Nein, ja nicht, okay, gut, dann lassen wir das mit dem Facebook. Facebook ist gestorben, das ist gut so. Und ja, hey, all jetzt, die am Schauen sind, wenn ihr jetzt auch mega Freude habt, vom Jodok zu hören, dann bitte den Beitrag liken, es teilen, damit möglichst viele Leute wissen, was Aquaplant und der Jodok machen. Und ja, ich danke dir für die Zeit, Jodok. Viel. Ja, hey, mega gern. Und ich würde sagen, auf konkrete Projekte gehen wir im nächsten Video ein, oder? Ja, genau, was die Zukunft bringt. Ich gehe jetzt demnächst, Jodok und ich suchen uns ein Datum, wo ich bei ihm vorbeigehe, 1-2 Projekte anschauen, live vor Ort. Weil ihr wisst ja, wer meinen Kanal schon kennt, weiss, ich bin Wasser begeistert. Ich liebe es, wie ein kleines Kind im Dreck rumbuddeln. Das ist mega lässig. Und ja, da muss ich natürlich vorbeigehen schauen. Und wir werden da regelmäßig immer wieder mit dem Jodok dran sein, weil das ist etwas für die Zukunft. Jodok ist einer für die Zukunft der Permakultur Schweiz. Definitiv. Habe ich das Gefühl, also ich will da ein Anhängsel werden. Ein Groupie, Jodok, du hast ein Groupie. Ich komme. Nicht nur ich, wir sind ein Team, aber ja, merci. Ja gut, ja, du und dein Team. Und ja, hey, wenn ihr Erfolg habt, könnt unbedingt kommentieren, das Interview kommentieren und könnt unbedingt teilen und liken, damit der Algorithmus das wirklich verteilt auch, dass so, ich glaube, entsteht auch Werbung. Und hey, ja, vielen Dank fürs Zuschauen miteinander. Danke, Jodok. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und bis auf Weiteres, gell? But held in our hand at this grave intersection is a map of the passage for a clearer direction to a permanent culture. It's time we began it with some wise design to realign with the planet.